Ich möchte auch noch kurz ein Gebet sprechen, bevor wir einsteigen. Treuer Gott und Vater, ich möchte dir auch noch einmal herzlich danken für alles Gehörte, Erlebte jetzt in diesem Vorprogramm. Ich möchte dir jetzt aber auch danken, dass du selber zu uns reden möchtest durch dein Wort. Danke, dass du wirkst durch deinen Geist, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Und so bitten wir, dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. In Jesu Namen. Amen. Wenn wir daran glauben, was Markus soeben in der Einleitung gelesen hat, in 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17, dann ist eigentlich jeder biblische Text für Muttertag geeignet. Genau. Denn 2. Timotheus 3,16 sagt, alle Schrift, alle, 1. Mose 1, Offenbarung 22, alles. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wenn das also für die Mütter zutrifft, dann auch auf die Väter. Das gilt dann aber auch für Verheiratete, die keine Kinder haben. Das gilt dann aber auch für Unverheiratete, für Singles, für Kinder und Jugendliche, auch für Witwen und Witwer. Und deshalb habe ich auch das Thema für heute Morgen ganz bewusst genannt: Muttertag für jede Frau und jeder Mann. Denn eines hat jeder, der hier in diesem Raum sitzt oder uns über Livestream mitverfolgt oder diese Botschaft auch sonst wo hören wird, eines haben wir gemeinsam: Wir alle ohne Ausnahme haben oder hatten eine Mutter. Jeder von uns hatte oder hat eine Mutter. Der heutige Muttertag wurde von der US-amerikanischen Methodistin Anna Maria Reeves Jarvis ins Leben gerufen. Und zwar nicht, um das Muttersein einfach so auf den Leuchter zu stellen, sondern im Gedenken an ihre verstorbene Mutter hatte sie diesen besonderen Tag eingeführt. Und am zweiten Sonntag im Mai 1907 begründete sie dann den Memorial Mother's Day. Bald wurde dann dieser Tag allen Müttern gewidmet. Und als sie dann schließlich sah, was aus diesem Tag geworden ist, wie sehr dieser Tag von Kommerz und allen möglichen Betriebsamkeit eingenommen wurde, setzte sie sich sogar für die Abschaffung ein. Vergeblich, wie wir heute sehen. Nun, sich an die eigene Mutter zu erinnern, an das, was sie für uns ist oder für uns war, an das, was sie für uns tut bzw. getan hat, ist nun aber keineswegs etwas Traditionelles, das damals 1907 ins Leben gerufen wurde, Tradition oder gar etwas Unbiblisches. Oh nein, vor knapp 2000 Jahren schrieb der Apostel Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist, einen wunderbaren Brief. Und in den einleitenden Versen erwähnt er die Erinnerung an eine ganz besondere Mutter, die Mutter von Timotheus. Dadurch und mit zwei weiteren Erinnerungen wollte er seinen Lieblingsjünger, seinen Schützling, seinen Mitarbeiter ermutigen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann öffnet bitte 2. Timotheus Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 1 bis 5. Das ist ein Text, der uns alle anspricht. 2. Timotheus 1, 1 bis 5.
Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, gemäß der Verheißung des ewigen Lebens in Christus Jesus, an Timotheus, mein geliebtes Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir, von Gott dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Ich danke Gott, von dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wenn ich unablässig an dich gedenke, an meinen Gebeten, Tag und Nacht. Und ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freuden erfüllt werde. Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin überzeugt, auch in dir. Hier entdecken wir als erstes Ermutigung durch die Erinnerung an die Berufung. Wir entdecken als zweites Ermutigung durch Erinnerung an Wertschätzung und schließlich als drittes Ermutigung durch Erinnerung an das geistliche Erbe der Mutter. Lassen wir uns heute Morgen dadurch selber auch ermutigen. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, Ermutigung durch Erinnerung an die Berufung. Zuerst wird hier in diesem Text gemäß der Sitte des Altertums der Autor genannt. Es ist Paulus. Seine Autorität beruhte nun nicht auf seinem umwerfenden Aussehen oder seiner hervorstechenden Intelligenz, sondern auf seiner ganz besonderen Berufung durch den Herrn Jesus Christus. Zuerst war das eine Berufung zur Rettung und danach eine Berufung zum Dienst. Wie es hier heißt in Vers 1, Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Auch wenn keiner von uns eine solch spektakuläre Bekehrung erlebte wie Paulus, dürfen wir dennoch sicher sein, dass unsere Berufung als Kinder Gottes auch wirklich seinem Willen entspricht. Im ersten Brief an Timotheus schreibt das Paulus, 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4 bis 6. Dort heißt es, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Es ist Gottes Wille, dass du errettet wirst. Deshalb wurde es Ostern, damit meine und deine Sündenschuld vor Gott ein für allemal getilgt wurde durch das makellose Opferlamm des Herrn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Hier wurde der Zorn Gottes über meinem sündigen Leben, über deinem sündigen Leben durch das Blut des Lammes für immer abgewendet. Und durch Glaube und Hingabe an ihn erhalte ich dann, wie es hier im Text heißt, die Verheißung des Lebens, das allein in Christus Jesus zu finden ist. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater. Es gibt keinen Weg. Mögen auch noch so viele Religionen und Philosophien darüber existieren. Jesus hat gesagt, Johannes 14,6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Entweder ist das wahr und dann hat das riesige Konsequenzen für uns. Oder Jesus ist der größte Lügner aller Zeiten. Es gibt nur diese zwei Varianten. Und er ist der Weg. Er hat sein Leben am Kreuz ausgegossen. Und deshalb allein durch ihn
finden wir ewiges Leben. Er selber sagt das auch in Johannes 11, Vers 25 bis 26. Ein Vers, den Dr. Ron Carlson einmal als der bewegendste Vers in der ganzen Bibel beschrieben hat. Johannes 11, 25 und 26. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Was für eine Gewissheit und Trost. Welch eine ermutigende Verheißung für jeden, der glaubt. Welch eine Hoffnung für Angehörige am Sterbebett von Gläubigen. Welch ein Trost für alle aussichtslosen Situationen. Hier ist nicht einfach Endstation. Wir gehen einer herrlichen Zukunft entgegen als Kinder Gottes. Erlaube mir deshalb, die alles entscheidende persönliche Frage zu stellen heute Morgen, die auch Jesus damals, gleich anschließend an diesen Vers, seinen damaligen Zuhörern stellte. Glaubst du das? Glaubst du das? Denn erst dann erfährst du das, was hier Paulus dem Timotheus als weiteres sagt. Gnade, Barmherzigkeit und Friede finden wir nur übers Kreuz, nur über den Herrn Jesus, nur in dem Herrn Jesus. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Das hatte der knapp 40-jährige Briefempfänger Timotheus, der Gemeindeleiter von Ephesus, so sehr nötig, um in den damaligen Kämpfen und in all den Widrigkeiten des Gemeindelebens zu bestehen. Er benötigte Gnade für jeden Dienst, Barmherzigkeit auch für alles Versagen und Frieden für alle Umstände. Oder wie es jemand einmal gesagt hat, Gnade für die Wertlosen, Barmherzigkeit für die Hilflosen und Frieden für die Ruhelosen. Timotheus sollte damals durch Erinnerung an die Berufung von Paulus, durch die Erinnerung an seine eigene Berufung und die damit verbundenen herrlichen Segnungen ermutigt werden. Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Beachten wir, dass Paulus diese auferbauenden Worte aus einer kalten und vermutlich dreckigen und stinkigen römischen Todeszelle schrieb. Angekettet wie ein Schwerverbrecher, von fast allen Freunden verlassen, ohne Hoffnung auf Freilassung und wir hören kein einziges Wort von Selbstmitleid. Paulus will hier den Timotheus sagen, erinnere dich dran, mein lieber Freund, ich bin nicht der Menschenwillkür überlassen, sondern den Händen Gottes. Es ist er, der mich berufen hat, zum Heil, zum Dienst. Wegen seinem Auftrag und entsprechend seinem Willen bin ich hier genau an diesem Platz. Und sein Plan ist der beste. Das gilt für dich, Timotheus. Und liebe Freunde, das gilt für jeden Einzelnen hier. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Ist es nicht das, was wir Tag für Tag so nötig haben, als Mann, als Frau, jung und alt und mit Bezug auf den Muttertag auch für dich als Mutter? Vielleicht fühlt sich die eine oder andere Mutter auch eingekerkert zwischen Migros und Waschküche und Kinderzimmer. Harre aus auf deinem Platz, rechne mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit und seinem Frieden, mit diesem Frieden von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Herrn. Oh ja, es gibt Phasen im Leben, da meint man, jetzt geht's nicht mehr. Dieser Druck halte ich nicht mehr aus.
Paulus kannte das auch. Druck. In 2. Korinther Kapitel 4 schreibt er in seiner unnachahmlichen Weise, inspiriert durch den Geist, aus eigener Erfahrung. 2. Korinther 4, Vers 8 bis 9 und dann 16 bis 17. Wir werden überall bedrängt. Hört auf, liebe Leute, zu denken als Christ, nur Sonnenschein, alles herrlich, wunderbar, du musst nur glauben, dann kommt alles nur gut. Stimmt einfach nicht. Hier steht 2. Korinther 4, Vers 8, wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Vers 16. Darum, das ist die Konsequenz daraus, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, ja, alt werden ist eine Realität, schwach werden, leider auch krank werden. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehen und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Wir, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Was für eine Glaubensüberzeugung hatte der Mann. Und dieses Gut, dieser Segen steht auch dir zur Verfügung. Von Gott dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus Gnade, Barmherzigkeit, Friede in allen Situationen. Und zu dieser Geborgenheit und Gelassenheit, die wir allein in Jesus Christus haben, möchte er auch dich ganz persönlich immer wieder neu bringen, in welcher Situation du auch dich befindest. Nun, diese außergewöhnliche Beziehung zwischen Paulus und seinem treuesten Mitarbeiter widerspiegelte sich ganz besonders durch den Ausdruck, den wir hier entdecken, mein geliebtes Kind. Wow, der musste den schon ganz besonders lieb gehabt haben. Timotheus war nun aber kein leiblicher Sohn von Paulus, sondern wie es in 1. Timotheus 1,2 präzisiert wird, er war sein echtes Kind im Glauben. Vermutlich war Timotheus nicht einmal durch die direkte Verkündigung des Paulus zum Glauben gekommen, aber ihm indirekt verdankte er sein geistliches Leben, wie wir dann später noch sehen werden. Durch Hingabe an denselben Herrn wie Paulus, durch Hingabe an den Dienst von Paulus und auch durch den Altersunterschied zwischen Paulus und Timotheus wurde dieser Timotheus wie ein Sohn zum Apostel. In Philipper 2, Vers 20 bezeugt er etwas von dieser außergewöhnlichen Beziehung. Philipper 2, Vers 20 und 22. Dort sagt er, denn ich habe sonst, da spricht er gegenüber den Gläubigen in Philippi über Timotheus, denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Vers 22. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Was für eine Freundschaft, was für eine Beziehung, was für eine Dienstgemeinschaft pflegte doch Paulus mit Timotheus. Liebe Geschwister, Elternschaft bedeutet Freude. Und jeder gute Vater und jede gute Mutter wünscht sich eigentlich eine bleibende, tiefe Verbindung mit den eigenen Kindern. Aber auch geistliche Elternschaft bedeutet große Freude, bereitet Freude und kann so eine Beziehung hervorbringen, wie wir hier sehen. Paulus zeigt es uns vor und das soll auch all denjenigen ein großer Trost sein,
denen Gott aus welchem Grund auch immer leibliche Kinder versagt hat. Strebe nach geistlichen Kindern, bete für Ungläubige, führe sie zum Herrn, bring dich in der Kinderarbeit ein. Vielleicht hat der Herr noch eine große geistliche Kinderschar mit ungeahnten Freuden für dich bereit. Als nächstes ermutigt Paulus Timotheus durch Wertschätzung. Das ist unser zweiter Punkt heute Morgen. Ermutigung durch Erinnerung an die Wertschätzung. Nichts spornt einem Bruder oder einer Schwester mehr an, als wenn wir ihm oder ihr Wertschätzung und Vertrauen entgegenbringen. Wenn er oder sie spürt, der schätzt mich einfach, wie ich bin und was ich tue, ohne Bedingungen. Die mag mich einfach so, ohne Vorbehalte. Wenn jemand zu uns sagt, ich traue dir das mit Gottes Hilfe zu, geh voran, mit dem Herrn schaffst du das, mit ihm gelingt dir das. Das macht so Mut. Und seht ihr, solch menschliche Worte können nur noch durch das übertroffen werden, was Paulus hier seinem Timotheus sagt. In Versen 3 und 4 von unserem Text. Ich danke Gott, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wenn ich unablässig an dich gedenke in meinen Gebeten, Tag und Nacht. Und bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freuden erfüllt werden. Kann man seine große Vertrautheit, seine starke Zuneigung, seine tiefe Verbundenheit mit jemandem noch intensiver, noch herzlicher zum Ausdruck bringen als mit diesen Worten? Stellt euch einmal vor, wie ihr euch fühlen würdet, wenn der größte Missionar, der je gelebt hat, euch solche Zeilen schreiben würde. An dich, Christian, Michael oder Daniel, an dich, Christine, Michaela oder Daniela oder wie du auch heißt. Wenn der Apostel sagt, ich danke Gott, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wenn ich unablässig an dich denke. Unablässig denkt er an dich. Dankt er Gott für dich in den Gebeten Tag und Nacht und ist voll Verlangen, dich endlich wieder zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Welch eine Ermutigung für Timotheus. Mehr menschliche Wertschätzung geht nicht. Und ist es nicht das Allergrößte, wenn wir einst an unserem Lebensende von dem Herrn die Worte aus Matthäus 25, Vers 21 hören dürfen. Recht so, du treuer und guter Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Gehe ein zur Freude deines Herrn. Ist das nicht die größte Wertschätzung? Nun, angesichts der erwähnten Umstände in Rom ist es einfach unfassbar, was Paulus für eine Gesinnung hatte. Ich danke Gott, wenn ich unablässig an dich gedenke in meinen Gebeten, Tag und Nacht. Das griechische Wort, das hier im Text mit Gebeten übersetzt wird, steht im Neuen Testament immer für dringende Bitten und ehrliche Gebete, also nicht so nebenbei, sondern dass man sich ganz bewusst Zeit nimmt, ganz bewusst auf das Gebetsanliegen konzentriert. Selbst in widrigsten Umständen ließ sich Paulus nicht davon abhalten. Er war ein dankbarer Beter, er war ein anhaltender Beter und er war ein konkreter Beter. Für wen hast du heute Morgen dem Herrn schon gedankt und unablässig an ihn gedacht? Vergangene Woche haben wir unseren heimgegangenen Bruder Walter Müller
aus der Gemeinde beerdigt. Dabei erfuhren wir, dass bei ihm ein Gebetsordner gefunden wurde. Walter war ein Beter. Oh, das ist eine wunderbare Sache, wenn wir zur Unterstützung unseres Erinnerungsvermögens ein Gebetsordner oder eine Gebetsliste führen. Das hilft konkret und anhaltend für gewisse Anliegen zu beten, weil man immer wieder daran erinnert wird. Jetzt hat Walters stiller Gebetsdienst, von dem fast niemand wusste, aufgehört. Wer füllt die Lücke? Lass dich rufen. Der kleine Nebensatz im Vers 3, Vers 3b eigentlich, ist so etwas, ich sag's mal, wie ein Muttertagseinschub. Dort sagt er nämlich, ich danke Gott, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene. Wörtlich heißt es hier nämlich Voreltern. Obwohl, wie wir aus Philipper 3,7 wissen, Paulus nichts von seiner Vergangenheit hält, erwähnt er hier doch seine Eltern und Vorfahren. Doch interessant, er denkt an den Timotheus und doch kommt dieser Einschub. Diesem Gott diene ich schon von meinen Voreltern her. Bestimmt kann man mit diesem Ausdruck auch die alttestamentlichen Vorväter im Glauben ansehen. Aber vielleicht wollte hier Paulus am Ende seines Lebens, das ist das letzte Schreiben, kurz darauf wird er umgebracht. Am Ende seines Lebens, ohne Aussicht auf leibliche Nachkommenschaft. Ja, vielleicht wollte er hier seinem Vater, einem Pharisäer und seiner Mutter danken für deren gottesfürchtige Erziehung. Seine Eltern waren sogenannte Auslandsjuden aus Tarsus im östlichen Teil der heutigen Türkei. Es kostete sie bestimmt einiges, in diesem heidnischen Umfeld Gott treu zu sein. Aber sie taten es und dienten Gott entsprechend dem Maß ihrer Erkenntnis. Paulus ergänzt hier noch, dass er Gott mit reinem Gewissen diene. Das Gewissen, das ist quasi das Überwachungsorgan des Menschen. Und dieses Gewissen reagiert entsprechend der Glaubenslehre, die man kennt und die man versteht. Und deshalb ist auch gesunde Unterweisung in biblischer Lehre so wichtig. Und genauso wichtig ist es natürlich, das Gewissen von Sünde zu reinigen, sobald sie erkannt wird. Der neue Glaube von Paulus durch seine Begegnung mit Jesus war nun schließlich aber nicht ein Bruch mit den Eltern. Nein, es war gesegnete Fortsetzung, ja, Erfüllung von dem, was die Patriarchen geglaubt hatten. Und die hören hier keinen Vorwurf an die Eltern, nur Wertschätzung. Bringen wir unseren Eltern, unseren Vätern und Müttern Wertschätzung entgegen, auch wenn sie noch nicht so weit sind wie wir. Wie verhielt sich Salomo gegenüber seiner Mutter Bathseba? 1. Könige 2, Vers 19 bis 20, da lesen wir 1. Könige 2, Vers 19 bis 20. So kam Bathseba hinein zum König Salomo, um mit ihm zu reden wegen Adonia. Und dann kommt, und der König stand auf, ging ihr entgegen, Entschuldigung, und verneigte sich vor ihr und setzte sich auf seinen Thron. Und auch für die Mutter des Königs wurde ein Thron hingestellt, und sie setzte sich zu seiner Rechten. Salomo drückte anschließend die Augen nicht zu vor dem falschen Anliegen, das seine Mutter vorbrachte, aber er begegnet ihr mit Würde und Respekt. Das ist Wertschätzung trotz aller Unzulänglichkeiten. Und in dieser Gesinnung sollen wir auch der eigenen Mutter begegnen, solange wir noch dazu Gelegenheit haben.
aufstehen, ihr entgegengehen, sich vor ihr zu verneigen. Also ich erwarte nicht, dass ihr... Nein, aber die Gesinnung und im Herzen sie auf den Thron heben. Eure Mutter. Und zudem sollen wir das beherzigen, was Sprüche 23, Vers 22 sagt. Verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Sie ist deine Mutter, sie hat alles gegeben für dich und sie bleibt deine Mutter. Wertschätzung. Im östlichen Mittelmeerraum galten damals Tränen nicht als unmännliche Gefühlsduselei, sondern als angemessener Ausdruck bei langen Trennungen. Aber hier, bei Timotheus, diese Tränen, die hier erwähnt sind, war es viel mehr. Er war bei der Verhaftung des Paulus vermutlich dabei. Diese Tränen waren Ausdruck von größter Besorgnis und tief empfundener Anteilnahme. Werde ich wohl meinen geliebten Paulus noch mal sehen? Und sie hinterließen gleichzeitig auch bei Paulus tiefen Eindruck, sodass er sich sogar in der Todeszelle an diese Situation zurückerinnert. Sie zeigen diese außergewöhnliche Freundschaft, welche die beiden miteinander verband. Welch seltenes Geschenk ist doch echte Freundschaft und gleicher Glaube. Wie gegenseitig ermutigend ist das. Paulus wurde dadurch gestärkt, als er sich an die Tränen erinnerte. Und dadurch tut nun Paulus den Timotheus wieder erinnern. Ich erinnere mich an deine Tränen, über deine Liebe, über deine Hingabe, über deinen Dienst, über deine Anteilnahme. Und wir sehen hier, dass der begnadigte, berufene, bevollmächtigte und so bedeutende Apostel starke Gefühle hatte und sie auch zuließ und gleichzeitig auch manchen Wunsch äußerte. Er war ein wirklich geisterfüllter, standfester Heiliger mit Gefühlen. Nicht ein kalter, unbeständiger Eisheiliger, von denen uns in diesen Tagen die Meteorologen berichten. Oh, liebe Geschwister, denken wir ja nicht, ach, der Bruder oder die Schwester, die stehen so stark im Glauben, die haben so eine tolle Bibelkenntnis, die brauchen keine Wertschätzung, denen muss man nicht besonders begegnen und sie ermutigen. Die haben meine Gebete gar nicht nötig, so fest stehen die im Glauben. Dieser Text von dem größten Missionar aller Zeiten lehren uns etwas ganz anderes. Ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, damit ich mit Freuden erfüllt werde. Und schließlich ist da auch noch eine dritte und letzte und ganz besondere Ermutigung im Text. Und das könnte nicht passender zum Muttertag sein. Ermutigung durch die Erinnerung an das geistliche Erbe der Mutter bzw. Großmutter. Vers 5. Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin überzeugt, auch in dir. Was für eine gesegnete Erinnerung. Hier zeigt uns der Apostel Paulus, dass eine Mutter und eine Großmutter einen unschätzbaren Einfluss auf ihre Kinder bzw. Enkelkinder haben kann. Es ist übrigens das einzige Mal in der ganzen Bibel, dass eine Großmutter erwähnt wird. Es kommen viele Großmütter vor, aber hier wird sie explizit als Großmutter genannt. Und dass Paulus die beiden in dieser positiven Art und Weise mit Namen nennt, weist darauf hin, dass er sie persönlich kannte und sie auch persönlich wertschätzte. Aus Apostelgeschichte 16, Vers 1 erfahren wir den Wohnort und
dass sie beide Jüdinnen waren. Es kam aber das ist Apostelgeschichte 16, Vers 1, er kam aber nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. 2 jüdische Frauen. Sie wohnten fernab von der Heimat, im heidnischen Lystra, in Galatien, im Gebiet der heutigen Türkei. Einige Ausleger nehmen aufgrund dieses Verses an, dass Lois verwitwet war. Der Mann wird nicht erwähnt. Eunikes Mann, aber ein Grieche, wie es Paulus sagt, hatte sie und den jungen Timotheus vielleicht verlassen. Vielleicht lebten sie als Mutter-Tochter-Sohn-Team zusammen. Eunike musste hier und dort arbeiten. Lois hütete den kleinen Timmy. Welch große Not aufgrund von falschen Entscheidungen. Welch große Not. Wo nur ein gottloser Jude oder ein griechischer Mann würde seiner Tochter den Namen Eunike geben. Woher weiß ich das? Eunike bedeutet die Siegreiche und ist ein zusammengesetztes Wort aus dem griechischen Eu für gut und Nike für Sieg. Nike war die griechische Siegesgöttin der Mythologie. Schrecklich. Würde ein gläubiger Mann seiner Tochter solch einen Namen geben? Nein. Und irgendwann ging dann auch die Tochter eine falsche Beziehung mit einem Griechen ein und wurde schwanger. Und spätestens bei der Geburt des Sohnes erwachte sie aus der falschen Romantik. Keine Beschneidung am 8. Tag. Was für eine Schande für eine Jüdin. Keine gemeinsame Ausübung ihrer Religion. Verheerend. Nicht umsonst werden wir in 2. Korinther 6, Vers 14 gewarnt. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Wir wissen es nicht genau, aber vermutlich war das die Zeit, die im Leben von Eunike die große Wende einläutete. Und sie traf fortan richtige Entscheidungen. Erstens, Gott sollte ihre Priorität sein. Sie richtete ihr Leben auf Gott aus. Woher wissen wir das? Weil sie das Leben ihres Sohnes auf Gott ausgerichtet hat. Das ist das, was Markus gelesen hat. In 2. Timotheus 3, Vers 15. Weil du, sagt Paulus zu Timotheus, 2. Timotheus 3, 15, weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst. Paulus sagt das dem Timotheus, von Kindheit an kennst du die Heiligen Schriften, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Eunike hat also ihren kleinen Sohn nicht sich selbst überlassen. Sie hat ihn mit dem Besten versorgt, was sie tun konnte, damals von ihrem jüdischen Glauben her, von den alttestamentlichen Schriften mit Gott vertraut gemacht. Der Ausdruck Kindheit bedeutet hier wörtlich Säuglingsalter. Es ist also nie zu früh, euren Kindern vom Herrn Jesus zu erzählen, mit ihnen zu singen und die kleinen Händchen zu falten und mit ihnen zu beten. Nie zu früh. Das lehrt dieser Text. Zweitens, Eunike blieb bei ihrem Mann. Sie hätte alle Gründe gehabt, zu sagen, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Nein, sie hielt an ihrem Eheversprechen fest. Der Zusammenhalt der Familie war ihr wichtig. Später hat vermutlich der Mann sie dann verlassen.
Drittens, Eunike suchte nach Hilfen und Unterstützung in ihrer Situation. Wie bringe ich diesen kleinen Jungen zu einem richtigen Mann? Und sie fand die Hilfe in der Unterweisung und Erziehung ihres Jungen in ihrer Großmutter. Oh, das ist was Herrliches. Mutter und Tochter in einer gesegneten Beziehung, fruchtbaren Beziehung. Die Lois. Viertens, Eunike wollte, dass ihr Sohn geistlich wächst. Als sie sich dann bekehrt hatten, führte sie den jungen Gläubigen, geistlich reifen Brüdern zu in der Gemeinde von Lystra. Vermutlich fand Lois und Eunike bei der ersten Missionsreise des Apostel Paulus zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus. Bis dahin hatten sie nur die Schriften des Alten Testaments, aber sie glaubten Gott, sie vertrauten auf ihn. Und als sie dann das volle Evangelium hörten, dass Jesus, der gekreuzigte, getötete und auferstandene Herr, der Messias ist, der durch die alten Schriften prophezeit wurde, reagierten sie mit umgehendem Glauben und totaler Hingabe. Und als Folge dessen haben sie dann auch ihren Sohn bzw. Enkelsohn zum Glauben an Christus geführt. Gott hat keine Enkelkinder. Jeder muss sich selber entscheiden. Aber diese Vorbereitungsarbeit der Großmutter und Mutter kann nicht überbewertet werden. Wie schon Paulus durch die Gottesfurcht seiner Eltern und Voreltern geprägt war, hatte auch Timotheus das große Vorrecht, in seiner Mutter und Großmutter Vorbilder im Glauben zu haben. Und das wollte Paulus hier herausstellen. Was ist es für ein Vorrecht, Timotheus, eine gläubige Mama zu haben, gläubige Großmutter, ihren festen Glauben. Und lieber Timotheus, dieser Glaube, den ich in der Großmama und der Mama gesehen habe, der wohnt auch in dir. Was für ein herrliches Zeugnis. Die Erziehung und das Wachstum im Glauben brachten im Leben von Timotheus schließlich erstaunliche Frucht. Der war so in den Schriften unterwiesen. Als er dann zum Glauben kam, da hatte er so viel Erkenntnis, sodass Paulus dann während seiner zweiten Missionsreise auf den dann zum jungen Mann herangewachsenen Timotheus aufmerksam wurde. Auf seiner zweiten Reise kam er wieder durch Lystra. Es heißt von ihm in Apostelgeschichte 16, Vers 2, das ist der Timotheus, er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Als gerade mal 20-Jähriger, ein gutes Zeugnis. Man kannte ihn, man kannte seine Liebe, man kannte seinen Dienst, man kannte seine Hingabe, man kannte seinen Fleiß, seinen Eifer, seine Treue. Er hatte ein gutes Zeugnis. Kann man das auch von dir als junger Mann sagen? Er hat ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Und zwar ein so gutes Zeugnis, dass wir in Vers 3 hören, diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Stellt euch mal vor, Paulus kommt dahin, hat den noch nie gesehen, hört von den Brüdern über ihn und sagt, das ist der Mann. Das ist der Mann. Und wisst ihr, Eunike ließ ihn auch ziehen. Damals gab es kein Skype und kein WhatsApp und kein Facebook. Sie hatte ihn so im Glauben erzogen, so im Vertrauen auf den lebendigen Gott. Sie hatte Gott so in ihrem Leben erfahren, dass sie ihn mit Freuden in den Dienst des Allerhöchsten ziehen ließ. Ohne Sorge. Zieh ihn, der Herr ist mit dir.
An all das wollte Paulus seinen nun mittlerweile ungefähr 40-jährigen Schützling und Mitarbeiter erinnern. Ermutigung durch Erinnerung an den ungeheuchelten Glauben der Mutter und Großmutter. Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin überzeugt, aber auch in dir. Liebe Mütter, liebe Väter, euer Einfluss auf euren kleinen und die großen Kinder ist von unschätzbarem Wert. Wladimir Ilyich Lenin wusste davon, wenn er sagte, gebt mir eine Generation von Kindern und ich werde die ganze Welt verändern. Euer Einfluss, eure Zeit und eure Liebe und eure Hingabe ist wichtig. Sie kann alles verändern. Die Kirchengeschichte ist voll von Männern, welche durch das Gebet und die Hingabe und das Vorbild ihrer Mütter, ihrer gläubigen, gottesfürchtigen Müttern zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind. Napoleon Bonaparte hat einmal gesagt, die Zukunft eines Kindes ist das Werk seiner Mutter. Und ich darf euch das bezeugen, auch in meinem Leben war es meine Mutter, die mich auf den Herrn Jesus hingewiesen hat. Zu ihrem 20-jährigen, damals so verzweifelten Sohn hat sie gesagt, Freddy, der Einzige, der dir helfen kann, ist Jesus. Und dem Herrn sei Dank, ich habe damals auf sie gehört. Und sie ließ es auch nicht dabei bewenden, sondern sie brachte mich hierher, brachte mich in Kontakt mit feinen geistlichen Geschwistern, am Anfang mit dem Konomalgo und der half weiter. Meine Mutter hatte wohl kaum den Gedanken, ja, der wird dann mal in der Zionshalle am Muttertag die Botschaft weitergeben. Vielmehr dachte sie damals, hoffentlich hat der Kerl keinen Rückfall. Liebe Mütter, eure Kinder brauchen euch. Ihr seid von unschätzbarem Wert für sie. Abraham Lincoln hat in diesem Zusammenhang einmal gesagt, kein Mensch ist arm, der eine gottesfürchtige Mutter hat. Eure Kinder brauchen kein Kindermädchen, das auf sie aufpasst. Sie brauchen auch keine diplomierte sozialpädagogische Fachkraft in der Kinderkrippe. Eure Kinder brauchen eine hingegebene, an den Herrn Jesus gläubige Mama. Denn sie ist es, wie es einmal Johann Heinrich Pestalozzi gesagt hat, sie ist der einzige Mensch auf der Welt, der dich schon liebt, bevor sie dich gekannt hat und gesehen. Und diese besondere Beziehung, die bleibt. Sie bleibt, so wie es ein altes irisches Sprichwort ergänzt. Mütter halten die Hände ihrer Kinder nur für eine Weile, aber ihr Herz für immer. Wusstet ihr, dass der zweite Wortteil von unserer Eunike, dieser vorbildlichen Mutter, Nike, der Name des heute in aller Welt bekannten Sportartikelherstellers Nike ist? Ja. Eunike hatte ihr Leben nicht auf Sand gebaut, sondern auf den Felsen Jesus Christus. Sie hatte ungeheuchelten Glauben und zog Timotheus damit zum Herrn. Eunike hat genau das getan, was der Slogan von Nike ist. Just do it. Tu es einfach. Sie hat es gemacht. Sie hat sich für das Beste entschieden. Für ein Leben mit Jesus, mit allen gesegneten Auswirkungen auf ihre Familie. Macht's auch so. Just do it. Amen. Ich möchte noch beten. Treuer Gott und Vater, ich danke dir so sehr für dein
wunderbares, lebendiges Wort. Dein reichhaltiges Wort, dein Wort, das auch so in mein und unser aller Leben hineinspricht. Und Herr, wir alle haben diese Ermutigungen nötig, indem wir erinnert werden an unsere Berufung, indem wir erinnert werden, wie andere unseren Dienst schätzen, wie du uns schätzest. Und wenn es das Vorrecht ist, eine gläubige Mutter zu haben, auch daran. Danke, oh Gott, dass du uns alle in solch eine Gesinnung bringen möchtest, wie die Eunike. Unabhängig von ihren Situationen und der Vergangenheit hat sie sich für dich entschieden, für das Richtige und hat kluge, weise Entscheidungen getroffen mit herrlichen, gesegneten Auswirkungen. Wirke das auch in unserem Leben zur Ehre deines Namens. Amen.